Die Debatte über die Entwicklung am ländlichen Raum kommt an diesem Menschen aus periodisch zur Spruch, was wichtig und noch notwendig ist. Die Fähe für allem im Hinblick auf die Infrastruktur sind weiter hier groß, aber das hat in Heinz die Impression, dass zwar viel darüber geschwärzt wird, aber der politische Wille fehlt, für Probleme wirklich ernst zu packen. Nicht für nichts hat leckt, die am ländlichen Raum wohnen, und ich denke, hey, für einen anderen leckt aus den Bezirken Norden und Osten, gefühl wie ein Stiefkant behandelt zu gehen. Das wird dann auch begünstigt durch jahrzehntelange Diskussionen über einzelne Projekte, die an der März sollen sein. Ich denke da zum Beispiel an der Kanton Hausen, wo 30 Jahre darüber geschwärzt wird, die Gott sei Dank an die Vers könnt, wo da gebaut wird. In 1. Mai, wie unglückliche Kanzler besteht daran, dass leckt aus dem Norden monatelang vom öffentlichen Zugtrafik isoliert sind. Frustriert und hilflos fühlen sich gerade die Bürger, die auf den öffentlichen Transport angewiesen sind. Als ihnen ganz konkret Fälle zugedroht gehen, wo zum Beispiel Schüler, die vom Norden an den Zentrum müssen fahren, für an der Liste zu kommen, bis zu 4-5 Stunden den der am öffentlichen Transport verbringen. Das natürlich hat natürlich auch einen Einfluss auf die schulische Qualität. Zeit für Hausaufgaben fehlt, an das Sozialleben, zum Beispiel Vereinsleben, als gar nicht zu denken. Und ich erlaube mir anzumerken, dass das Problem nicht gelenkt durch die Umstände zurückzuführen sind, auf die keinen Einfluss hat. Neben dem Absturz vom Tunnel Schibusch-Werk schon zu Milan gewusst, dass durch die Fehlformation bei Bierden ein Ticken Zeitbomb ist, die all Moment verrutschen kann. Hier ist die Situation aber schläferlos gehen und ich verpasse ich mal Zeit, um diesem Problem zu kümmern. Das Resultat, dass da nach kommen, am große Chaos am öffentlichen Transport am Norden von Lützeburg. Wir wollen also nicht länger auf Kritiken so beschränken, aber ich will auch hier anmerken, dass wir als ADR von Anfang an gefördert haben, dass der Schienenersatzverkehr besser aufgestimmt gehen. Von Anfang an hat die Politik über die Probleme informiert, kaufen zum Teil Minibusse angesagt, mit dem Resultat, wo die Sturglos kaufen, wenn nicht genug Personen an den Bus herankommen oder heranpassen. Die Abstimmung zwischen Bus- und Zugverkehr war zum Teil katastrophal. Wir hatten also in unserer parlamentarischen Arbeit von Anfang an verstärkt gemerkt, den Schienenersatzverkehr massiv auszubauen, für direkt wirklich attraktive Lösungen anzubieten. Das schreibt sich überdies an den Kontext an, wo die Regierung den Individualtransport immer mehr attraktiv will machen. Dafür stellt sich Lot vor, im Hinblick auf den Kollaps am öffentlichen Transport am Norden, wie sollen Athleten überhaupt auf die Arbeit oder an die Schule kommen. Für alle normal denkende Menschen, den sich lang ausrechnet, wie viele Tausende und Tausende Gefähre sich all Jahr weg auf der Nordstraße bewegen, muss dabei klar sein, dass langfristig schüsste feierspurigen Ausbau ein wirklich alternativ ist. Wir fördern eine Schnellstraße, die durchgehen, da wird das von 90 oder 110 km an der Stunde. Und soll es Käfighallen, wir hatten eine Autobahn gefördert. Am neuen Grenzgebiet, zum Beispiel auf der belgischen A4, haben wir übrigens schon so eine Straßen, die auch nicht mehr breit sind, wie sie aktuell schon mal ist. Ein weiterer großer Defizit am ländlichen Raum ist Gesundheitsversorgung. Vom Norden bis zur Battlebreak brauchen wir, wenn alles gut trullt, 45 Minuten. Dabei könnt, dass Battlebreak sicherlich nicht von der Lesung für alles ist. Eine Maternität, die absolute Limit schafft, eine Urgenzpädiatrik, die just zu gewassen Auerzeiten funktioniert, als stundenlang Wartezeiten an die Urgenzen, ob für direkt die schwer krank sind oder blessiert sind. Dabei fehlte doch nach letzter Zeit Rabatte. Man weiß ganz konkret von Fällen, wo man Kanner zu gewassen Auerzeiten nicht konnten geholfen kriegen am Ettelbecker Spital. Dem Moment bleibt noch just ein Trajet anstatt. Da kann es auch mal im Leben an Tod gehen.
Aber wie also dann den Kontext zu verstehen, dass die Regierung immer mehr auf Aufbau und Zentralisierung setzt. Das hat aber angefangen, wie am Wölzer Spital immer mehr Services aufgebaut wurden, an der Bettelbrick verlagert wurden. Wölzer Spital war über Grenzen hinaus bekannt für seine Maternität, die nur den modernsten Standard funktioniert hat. Das Abteilung auf aufwendiger Stand gesetzt, für ein paar Jahre drauf nicht zugemerkt zu gehen. Und seitdem haben wir immer dafür gesagt, dass die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sich gerade durch Kurzwehr auszeichnen sollen. Es war sicher auch mit Eisenersatz oder durch Eisenersatz, dass die mobile Palliativservice am Mittelbrücker Spital für ein paar Jahre nicht aufgeschafft wurde, wie man das Nachricht als echt abgegriffen an dem Norden vom Land wirklich resultant über diesen Umstand, was viele Kontroversreaktionen nach sich gezogen hat. Besonders problematisch ist an dem Kontext auch, dass wir just wie ein Eisenhower müssen haben, dass doch am ländlichen Raum Bevölkerung permanent wächst. Immer mehr Leute sind auf medizinische Strukturen angewiesen. Aber wenn wir nun anfangen, Services aufzubauen und zu zentralisieren, wie soll das dann in der Zukunft aussehen? Wenn der Norden kein flächendeckend was Gesundheitsversorgung anbietet, dann müssen immer mehr Leute an den Staat gehen, für geholfen zu kriegen. Aber auch da wie die Bevölkerung als großer Schreck. Es braucht nicht an die Glaskugel zu gucken, für zu wissen, dass dann die Gesundheitsversorgung am Zentrum irgendwann wird auch überfordert sind. Lösungen, für die wir als ADR weiter wollen ersetzen, erwerten, kann also just sein, medizinische Strukturen regional bestmöglich auszubauen. Den Osten brauchen wir medikal, sowohl müssen es mehr Serviceangebote geben, muss ich ja wissen, dass medizinische Qualität liefern, einem anderen noch erst kurzwehr zu assurieren. Dabei ist die Bevölkerung am Norden spürbar an die Luft gegangen. So lang steht Volz auf 11.000 Meter Abwasser. Da muss man wohl schon am Vielfalt für die nötige Infrastruktur sorgen. Nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im administrativen und schulischen Bereich muss man eine klare Strategie entwickeln, für der Zukunft gerecht zu gehen. Dasselbe gilt auch im Bereich von den Arbeitsplätzen, für die zu schaffen am ländlichen Raum. Gestern hat man in einer Debatte, wo geschaut, wir sollen da wohnen, schaffen und noch Freizeit verbringen. Ich meine, dafür ist es wichtig. Ohne nur aber den Agrarsektor zu vergessen, weil sie sind immerhin der Garant für als Lebensmittelproduktion. Wenn wir mehr an den ländlichen Raum investieren, wenn wir Männer solchen an den Zentren haben, was einen Einfluss hat auch auf die Lebensqualität von all unseren Bürgern. Zentralisierung betrifft aber leider nicht nur den Gesundheitsbereich. Wir sehen immer mehr DAX wie Administrationen aus dem Mädchen Estig aufgezogen gehen auf der Raum Dickisch-Ettelbrück. Ein Rezentbeispiel ist halt das Büro von der SNCA, die vermeintlich auf den Friedhof demnächst aufgezogen gehen. Parallel gehen noch dann Führerscheinexaminer, wird auch dahin verlagert. Ich meine, das kann nicht sein, wir müssen dagegen wieder schaffen. Deswegen hält normalerweise nicht zu Ettelberg an Dickisch ab. Wir gehen noch viel mehr weiter ab. Und das ist ein flächenmäßig großes Gebiet, wo sich immer mehr Aufwärter näher lassen, auch wenn es der verhältnismäßig niedrigen Logementspreise. Ich möchte über dem so sorgen, dass das kantonale Hauptstadt am ländlichen Raum immer mehr entsteht. Ich kann Ihnen als Beispiel Kleef oder Volz nennen. Posthof hat Kleef aufgezogen, der Dicko aufgezogen, und es gibt die bekannte Bank, wo ein Staat Großaktionär ist, hat noch just ganz limitiert Öffnungszeiten. Er steht wie Kleef, wo in der Zeit Geschäftsleute floriert hat, wo man 2-3 Metzgereien auch Bäckern hatten, da sagt praktisch nichts mehr so, und konzentriert sich alles auf die großen Geschäftszentren. Wir müssen nur auf Gemeinganiveau ein Zuchtmasterplan ausgeschafft gehen,
wie man die Ausstellung von den kantonalen Hauptstädten verhindern können. Weil die kantonale Hauptstädte haben noch nach, ich denke, da Wolfson erklärt, die noch nach touristische großen Natur, was machen dann Touristen an einer Stadt wie Kleef oder Wolz, was sie oben oder am Tag leicht zu Kaffee kriegen oder nicht viel. Also ich kriege oben mal kein Pad mit zu tranken, und ich meine, alles da geht zum Tourismus, aber wenn wir Qualitätstourismus anbieten, muss man auch an die Richtung schaffen. Also der gehen wir sogar so weit, dass wir gesetzliche Kader fordern, die sicherstellt, dass gewisse staatliche Services an der kantonalen Hauptstadt präsent sind. Erlaubt mir an dem Kontext dann eine Motion zu präsentieren, Herr Präsident. Merci, Herr Engelen. Ein weiteres Problem als Polizeipräsenz am ländlichen Raum. Also viele Kommissariate nicht permanent besetzt. Police van nächste besatte Kommissariat muss gerade zu den Zeiten, wo die meisten Abrüche sind, weit weg als Recklehr für an die jeweilige Wirtschaft zu kommen. Das ist keine Ausnahme, dass in einer Nacht weit über eine halbe Stunde warten muss, bis Police mal zur Platz ist. Ich denke, das ist dringend klar, dass eine Zeit da lang geht, weil bei einem angebracht wird oder bei einem Accident, aber dann muss in 30 oder mehr Minuten werden, bis Police da ist. Da muss über dem mal nach Glück haben, dass das jeweilige Kommissariat, weil runderen Dauer besetzt ist, nicht gerade mit voller Mannschaft auf einem anderen Platz am Ersatz ist. Erlaubt mir nach einem weiteren Punkt anzuschwätzen, den uns im Herz liegt. Man kann schöne Sondersregeln halten, wie man den ländlichen Raum nicht aufwerten wollen. Aber wie kann auch nicht mehr den da durchstellen, wenn wir nicht endlich auch dem Norden an dem Osten das politische Gewicht so schwätzen, das sie verdient haben? Wie kann es sein, dass Politik an die Großparteien sich nur schon seit Jahren verweigern, die Zahl von den Deputierten endlich an die wahlberechtigte Bevölkerung anzupassen? Herr Engler, Sie müssen denken, für zum Schluss zu kommen. Wir sind quasi fertig. Schöne Emotion. Schon 2 Minuten 30 drüber über die normale Zeit, dann würden die Herr Nonimi bei der Motion für dort zu diskutieren. Ja. Geef mir fair und ehrlich rechnen, hat der Norden 11 Deputierte zu gut an den Norden, an den Osten das nicht. Das ist nicht glaubwürdig, wenn wir alle Bereden haben, aber wir müssen noch mal für Gerechtigkeit sorgen. Da gebe ich dann noch an dem Sinn, Herr Präsident des Motion, und da komme ich zum Schluss. Also der können wir definieren ein Problem von den Bürgern am ländlichen Raum, und wir werden es so weiterhin dafür einsetzen, dass am ländlichen Raum, egal wo, eine gleichwertige Lebensqualität erwerben kann, wie das auch in anderen Regionen der Fall ist. So nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Herr Engelen.